Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z, was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. O wie Ordensburgen. Festungen des Glaubens, Machtzentren der Ritterorden. Wir werfen einen Blick auf die mächtigen Burgen der Ritterorden zwischen Glauben, Macht und mittelalterlicher Architektur. Von Arkon bis an die Ostsee, hier herrscht Schwert und Kreuz. Schauen wir erstmal ein Video an. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass geheime Tunnel und verborgene Schätze nicht nur Legenden aus Hollywood sind? Die wahren Geschichten der Ritterorden sind noch viel verrückter als jede Fiktion. Tauchen wir ein. Die Tempelritter, bekannt für ihre weißen Mäntel und roten Kreuze, verteidigten zwar Pilger, betrieben aber auch das ausgeklügelste Bankensystem des Mittelalters. Ihre Burgen, wie Tomar in Portugal, waren architektonische Meisterwerke, die zur Verteidigung gebaut wurden und Gerüchten zufolge auch, um Geheimnisse zu verbergen. Die Hospitaliter? Sie begannen als Heiler in Jerusalem und wurden dann zu erbitterten Kriegermönchen, die Festungen wie Krak des Chevaliers bauten, die selbst ganze Armeen kaum erobern konnten. Die Deutschritter brachten ihren Kreuzzugsgeist nach Osteuropa und verwandelten die Marienburg in die größte Backsteinfestung der Welt. Aber hier kommt der Clou. Die meisten geheimen Rituale und verlorenen Schätze sind nur Mythen, die Jahrhunderte später gesponnen wurden. Die Wahrheit? Diese Orden prägten Politik, Kriegsführung und sogar das Bankwesen. Ihre Burgen stehen noch immer und erzählen von wahren Geschichten, ganz ohne verstecktes Gold. Gib uns ein Like, folge uns und mach dich bereit für weitere überraschende Geschichtsfakten. Eine interessante Interpretation, aber schauen wir mal genauer hin. Kapitel 1: Die Entstehung der Ritterorden. Die ersten Ritterorden entstanden im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert, unmittelbar im Zusammenhang mit den Kreuzzügen ins Heilige Land. Nach der Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 bildeten sich erste Gemeinschaften, die es sich zur Aufgabe machten, pilgernde Christen zu versorgen und auf ihrem gefährlichen Weg zu beschützen. Was zunächst aus christlicher Nächstenliebe entstand, entwickelte sich rasch zu einer völlig neuen Organisationsform, einer Verbindung aus dem Mönchstum und der Ritterschaft. Der älteste dieser Orden war der Johanniterorden, auch bekannt als Hospitaliter. Seine Wurzeln lagen in einem Hospital in Jerusalem, das kranken und verarmten Pilgern Hilfe bot. Ab etwa 1113 wurde der Orden auch militärisch tätig und ist bis heute als Malteserorden aktiv. Nur wenige Jahre später, um das Jahr 1118, entstand der Templerorden. Die Tempelritter sollten Pilgerwege zwischen dem Hafen von Jaffa und Jerusalem sichern. Vom Papst wurde der Orden 1129 beim Konzil von Troyes offiziell anerkannt und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der mächtigsten Ritterorden Europas, bevor er 1312 aufgelöst wurde. Der jüngste der drei großen Orden war der Deutsche Orden, gegründet 1190, während der Belagerung von Akkon. Ursprünglich als Lazarettbruderschaft organisiert, wurde auch dieser Orden schnell militarisiert. Besonders prägend wurde sein Wirken im Baltikum, wo er große Gebiete eroberte und dem heutigen Preußen einen eigenen Ordensstaat gründete. Die Grundidee all dieser Orden war für ihre Zeit revolutionär. Männer legten ein Mönchsgelübde ab, Armut, Keuschheit und Gehorsam, verpflichteten sich aber gleichzeitig zum bewaffneten Kampf für den Glauben. Es entstand eine neue Institution, der religiös-militärische Ritterorden, geprägt von Disziplin, Glauben und dem Anspruch, Gottes Reich mit dem Schwert zu verteidigen. Kapitel 2: Was sind Ordensburgen überhaupt? Ordensburgen. Das klingt nach dicken Mauern, geheimnisvollen Hallen und materialischem Glanz vergangener Jahrhunderte.
Doch was genau steckt hinter diesem Begriff? Ordensburgen sind Bauwerke, die von Ritterorden errichtet und betrieben wurden, und zwar keineswegs zufällig irgendwo im Nirgendwo. Sie waren militärische Bollwerke, religiöse Zentren und Verwaltungsapparate zugleich. Ihre Architektur vereinte Klosterdisziplin mit Wehrhaftigkeit, eine Kombination aus Klosteranlage und Wehrburg, wie es in den Quellen heißt. Diese Burgen dienten mehreren Zwecken. Zum einen natürlich der Verteidigung. Sie lagen oft strategisch günstig auf Anhöhen, an Flussläufen oder wichtigen Handelswegen und waren mit Mauern, Türmen und Wehrgängen bestens auf mögliche Angriffe vorbereitet. Zum anderen hatten sie eine Verwaltungsfunktion. Innerhalb der Mauern wurde über Steuern, Gebietsaufteilung und diplomatische Beziehungen entschieden. Man könnte sagen, sie waren das Rückgrat der Ordensgebiete. Ohne sie hätte der ganze Verwaltungsapparat nicht funktioniert. Nicht zuletzt waren Ordensburgen auch Orte der Missionierung und Versorgung. Hier wurden Pilger aufgenommen, Arme gespeist und Glaubenslehren verbreitet. Eine Quelle bringt es treffend auf den Punkt. Sie waren Festung, Kloster und Schaltzentrale des Ordenslebens in einem. Wer also denkt, Ordensburgen seien nur trutzige Militäranlagen gewesen, irrt. Sie waren Ausdruck einer ganzen Weltanschauung. Aus Stein gehauen, zum Himmel gerichtet, doch fest auf dem Boden der Macht. Kapitel 3 Burgen der Johanniter, die Hospitaliter. Wie bereits erwähnt, die Johanniter, auch Hospitaliter genannt, entstanden um 1099 in Jerusalem, ursprünglich als reine Pflegegemeinschaft für kranke und verletzte Pilger. Typisch für die Johanniterburgen war eine kompakte Bauweise. Starke Mauern, ein klar strukturierter Innenhof, Kapelle und oft ein befestigter Wirtschaftshof. Die Architektur spiegelt den Spagat zwischen Nächstenliebe und militärischer Notwendigkeit. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das am Krag de Chevalier in Syrien, ein Musterbeispiel für Kreuzfahrerfestungen. Und auch nach dem Verlust Jerusalems bewahrten die Johanniter ihren Einfluss, etwa mit der Stadtburg auf Rhodos, ihrem neuen Hauptsitz. Auch im heutigen Deutschland und Südtirol finden sich Spuren, von der Johanniterburg Kühndorf bis zur einst übernommenen Sonnenburg. Diese Bauten zeigen, der Orden wusste strategisch zu denken, ob bei Neugründungen oder der Nutzung bestehender Burgen. Krag de Chevalier, die Ritterburg im Heiligen Land. Der Krag de Chevalier, zu Deutsch Festung der Ritter, zählt zu den berühmtesten Kreuzfahrerburgen der Welt. Ursprünglich wurde sie um 1030 von den Emiren von Homs als einfache Festung errichtet. Doch ab 1142 übernahmen die Johanniter, damals schon ein militärisch aktiver Orden, die Anlage und verwandelten sie in ein uneinnehmbares Bollwerk. Der Name stammte vom Arabischen, hießen Al-Akrab, was so viel bedeutet wie Festung der Kurden, eine Erinnerung daran, dass die Burg einst von kurdischen Truppen besetzt war. Die Johanniter machten daraus den Krag de Chevalier, ein Symbol ritterlicher Macht im Orient. In den folgenden Jahrzehnten bauten sie die Festung massiv aus. Doppelte Ringmauern, gewaltige Türme, eine eigene Kapelle und Vorratslager für monatelange Belagerungen machten sie zur perfekten Verteidigungsanlage. Hier sehen wir die wirklich beeindruckende Burg Krag de Chevalier. Hier ein Blick in die Johanniterkapelle der Burg. Doch mit dem Erstarken muslimischer Reiche geriet auch Krag unter Druck. Im Jahr 1271 eroberte der Mamlukenherrscher Sultan Baybars die Burg mit einer List. Die Kreuzfahrer erhielten einen gefälschten Brief, der angeblich zur Aufgabe aufforderte. Sie verließen daraufhin die Burg kampflos. Damit endete die Herrschaft der Johanniter über den Krag. Doch der Mythos der Ritterfestung im Osten lebt bis heute. Seit 2006 gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Johanniterburg Kühndorf, Gemeinde im Herzen Thüringens. Die Johanniterburg Kühndorf liegt idyllisch am Rand des Thüringer Waldes und zählt zu den ältesten Niederlassungen des Johanniterordens in Mitteldeutschland.
Erbaut wurde sie um 1200, vermutlich als befestigter Adelssitz mit Wirtschaftshof und Kapelle. Bereits 1232 wird der Ort erstmals im Zusammenhang mit dem Johanniterorden genannt. Die Ritter übernahmen die Anlage und richteten dort eine sogenannte Kommende ein. Ein regionales Verwaltungs- und Versorgungszentrum des Ordens. Von hier aus organisierten sie Besitzungen, versorgten Pilger und kümmerten sich um Armenpflege. Die Burg war schlicht, aber funktional. Ein rechteckiger Grundriss, ein Kapellenbau, Wirtschaftsgebäude und wehrhafte Mauern mit Torturm. Alles war darauf ausgelegt, Schutz zu bieten, sowohl für die Ordensbrüder als auch für Reisende. Hier sehen wir die Burg Hündorf aus der Ferne. Und hier noch ein Blick in die Kapelle mit den einstigen Malereien. Mit der Reformation und dem langsamen Bedeutungsverlust geistlicher Ritterorden endete auch die Blütezeit Hündorfs. Im 16. Jahrhundert wurde die Kommende säkularisiert, die Gebäude gingen in weltlichen Besitz über. Heute ist die Burg Privatbesitz, Teile wurden liebevoll restauriert. Besonders die kleine romanische Kapelle ist erhalten geblieben und zeugt noch heute von der spirituellen Vergangenheit des Ortes. Veranstaltungen, Führungen und kulturelle Projekte bringen immer wieder neues Leben in die alten Mauern. Kapitel 4 Burgen des Tempelorden. Die ersten Rittermönche. Der Tempelorden war mehr als nur ein militärischer Verband. Er war ein Mythos in Rüstung. Ihre Burgen spiegelten diesen Geist wider. Funktionale Festungen, oft schlicht, aber äußerst wehrhaft. Typisch waren Kapellen, Konventhäuser und Vorratslager, meist um einen Innenhof gruppiert. Klar strukturiert auf Verteidigung ausgelegt. In Portugal war das Château de Tomar ihr bedeutendstes Zentrum auf der Iberischen Halbinsel. Ein gewaltiger Rundbau mit romanischen und gotischen Elementen, heute UNESCO-Weltkulturerbe. Auch in Spanien hinterließen sie Spuren. Die Burg Tortosa zeigt bis heute die Handschrift der Templer, dicke Mauern, Zinnen, Wachtürme. Heute beherbergt sie ein Museum zur Geschichte des Ordens. Doch auch im Heiligen Römischen Reich waren die Templer aktiv. In Berlin-Tempelhof unterhielten sie eine Niederlassung, deren Name bis heute im Stadtplan weiterlebt. Tempelhof, als stilles Erbe der Rittermönche. In Mücheln in Sachsen-Anhalt stand einst eine Templerkommende. Heute sind davon nur noch Reste erhalten, doch sie zeugen von der weiten Verbreitung des Ordens. Mit der Auflösung des Ordens im Jahr 1312 durch Papst Clemens V. verschwanden die Templer. Aber ihre Burgen, ihre Symbole und ihr Geheimnis blieben. Château de Tomar, die Templerfestung Portugals. Das Château de Tomar in Portugal zählt zu den eindrucksvollsten Hinterlassenschaften des Templerordens in Europa. Die Burg wurde ab 1160 durch den Templer Großmeister Gudin Pay errichtet, mitten im Grenzgebiet zwischen christlichen und maurischen Herrschaftszonen. Sie diente nicht nur der Verteidigung, sondern war zugleich Zentrum für Verwaltung, Glauben und Macht. Die Anlage zeigt typisch templarische Architektur. Ein mächtiger Rundbau im Zentrum, die sogenannte Carola, ein achteckiger Rotunde, inspiriert vom Felsendom in Jerusalem. Umgeben ist sie von massiven Mauern, Türmen und späteren Konventgebäuden. Wehrhaft wie eine Festung, geistlich wie ein Kloster, so lässt sich Tomar treffend beschreiben. Hier ein Blick auf die wirklich starken Befestigungen des Château de Tomar. Nach der Auflösung des Templerordens im Jahr 1312 wurde die Anlage nicht zerstört, sondern vom portugiesischen König an den neu gegründeten Christusorden übergeben. Ein direkter Nachfolgeorden, der viele Templer aufnahm und ihre Mission weiterführte. Tomar blieb auch in den folgenden Jahrhunderten ein spirituelles und strategisches Zentrum Portugals, besonders in der Ära der Entdeckungsfahrt. Heute ist das Château de Tomar als Teil des Convento de Cristo ein UNESCO-Weltkulturerbe und kann besichtigt werden. Ein faszinierender Ort zwischen Rittergeist, Glauben und Legende. Kommende Mücheln, die stille Spur der Templer in Sachsen-Anhalt.
Die kleine Templerkommende Mücheln in Sachsen-Anhalt gehört zu den wenigen bekannten, aber historisch gut belegten Ordensstandorten im Osten des Reiches. Bereits 1269 schenkten die Grafen von Brena-Wettin dem Templerorden das Patronatsrecht der Petrikirche in Wettin, ein deutliches Zeichen ihrer engen Verbindung zu den Rittermönchen. Besonders Graf Dietrich II. Von Brena war dem Orden eng verbunden. Er trat selbst als Tempelritter bei. Nur ein Jahr später, 1270, wird der Hof in Mücheln erstmals ausdrücklich erwähnt. In einer Urkunde des Erzbistums Magdeburg tritt ein gewisser Gero, Komtur des Ordenhofes zu Mücheln, als Zeuge auf. Mit dieser Nennung ist auch die Existenz einer offiziellen Kommende, also eines regionalen Verwaltungssitzes des Ordens, zweifelsfrei belegt. Die Anlage diente vermutlich als befestigter Wirtschaftshof mit einer kleinen Kapelle, Stallungen, Lagerräumen und einem Wohnhaus für den Komtur und seine Brüder. Im Gegensatz zu den großen Festungen im Heiligen Land war Mücheln funktional und auf Versorgung und Verwaltung ausgelegt. Hier ein Blick auf die noch erhaltene Templerkapelle zu Mücheln. Und ein Blick in das Innere der Templerkapelle. Ein besonderes Zeugnis dieser Zeit ist bis heute erhalten. Reste der mittelalterlichen Maueranlage mit einem Rundturmstumpf sowie die kleine Kapelle der Kommende sind noch sichtbar. Stille Zeugen der Vergangenheit. Nach der Auflösung des Ordens 1312 verlor Mücheln seine Bedeutung. Die Ländereien gingen wahrscheinlich an andere geistliche oder adlige Besitzer über. Heute ist die Anlage nur noch in Fragmenten erhalten, doch ihre Geschichte lebt. Dank urkundlicher Erwähnung, archäologischer Spuren und dem bleibenden Mythos der Templerritter. Kapitel 5 – Burgen des Deutschen Ordens, Machtzentren in Preußen und Franken. Der Deutsche Orden wurde 1190 in Aachen während des Dritten Kreuzzuges gegründet. Zunächst als Spitalbruderschaft zur Pflege verwundeter Pilger und Kreuzfahrer. Doch bald entwickelte er sich zu einer machtbewussten Rittergemeinschaft mit einem neuen Ziel: die Christianisierung und territoriale Expansion, insbesondere im heutigen Preußen und Baltikum. Architektonisch hinterließ der Orden ein gewaltiges Erbe. Seine Burgen waren meist monumental aus Backstein errichtet, mit einer klaren und wiedererkennbaren Struktur. Besonders im Ordensstaat Preußen folgten viele Anlagen einen ähnlichen Grundriss. Eine rechtecke oder quadratische Kernburg mit 4 Flügeln, oft um einen Innenhof gruppiert. An den Ecken befanden sich meist Wehr- oder Ecktürme und die Wohn- und Funktionsräume lagen direkt an der Ringmauer. So wurde der Platz optimal genutzt und zugleich verteidigt. Die berühmteste dieser Anlagen ist die Marienburg im heutigen Malbork, Polen. Das administrative und geistliche Zentrum des Ordensstaates und bis heute die größte erhaltene Ordensburg der Welt. Auch in Riga sicherte eine mächtige Burg den Einfluss des Ordens. Heute dient sie als Regierungssitz Lettlands. In Deutschland war der Orden vor allem durch seine Kommenden vertreten, regionale Verwaltungszentren. Besonders bedeutend war ab 1525 die Ordensburg Bad Mergentheim, die zur Residenz des Hochmeisters wurde. Auch die Burg Ellingen in Bayern wurde vom Deutschen Orden übernommen und später prachtvoll barockisiert. Weniger bekannt, aber historisch bedeutend ist auch die Burg Virnsberg in Mittelfranken, eine klassische Deutschordenskommende, die als Versorgungs- und Verwaltungspunkt diente. Ein stiller Zeuge der Präsenz des Ordens im süddeutschen Raum. Ob in Preußen, Franken oder im Heiligen Land, die Burgen des Deutschen Ordens verbanden klösterliche Disziplin mit militärischer Präzision. Und sie erzählen bis heute von einem Orden, der sich zwischen Kreuz, Krone und Komtur durch Jahrhunderte behauptete. Marienburg, die steinerne Machtzentrale des Deutschen Ordens. Die Marienburg, heute Malbork genannt, ist das gewaltigste Bauwerk, das der Deutsche Orden je errichtet hat. Ihr Bau begann 1270 unter dem Hochmeister Konrad von Tierberg, nachdem der Orden seinen Sitz von Akkon ins nördliche Preußen verlegt hatte. Sie war dem Patrozinium der Jungfrau Maria gewidmet, daher der Name Marienburg. Was zunächst als befestigte Kommende geplant war,
wurde rasch zum Zentrum des deutschen Ordensstaates ausgebaut. Ab 1309 residierte hier der Hochmeister selbst, und die Burg entwickelte sich zu einer der größten Backsteinanlagen der Welt. Sie besteht aus 3 klar getrennten Teilen: der Vorburg, der Mittelburg mit Versorgungsbauten und der Hochburg, dem eigentlichen Machtzentrum mit Kirche, Kapitelsaal und Wohnquartieren der Ordenselite. Die Architektur folgt der typischen Deutschordensstruktur: vierflügelige Bauweise, rechteckiger Grundriss, Türme an den Ecken, funktionale Gebäude direkt an der Innenseite der Mauern gesetzt. Die Marienburg wurde nicht nur zur Verteidigung gebaut, sie war auch ein politisches und religiöses Symbol der Ordensherrschaft. Hier ein Blick auf die mächtige Hauptburg der Marienburg. Hier ein Blick in den Kapitelsaal, und man war auch schon modern, man hat eine Fußbodenheizung gehabt. Rechts sieht man die verdeckten Öffnungen dieser Fußbodenheizung im Kapitelsaal. Nach dem Niedergang des Ordens verlor die Burg an Bedeutung. 1457, während des 13-jährigen Krieges, verkauften Söldner sie an den polnischen König. Der Orden hatte sie finanziell nicht mehr halten können. Heute ist die Marienburg ein UNESCO-Weltkulturerbe und eines der meistbesuchten historischen Bauwerke Polens. Sie wurde im 20. Jahrhundert aufwendig restauriert und steht nun wieder als Zeugnis mittelalterlicher Macht, Planung und Architektur. Burg Virnsberg, Kommende des Deutschen Ordens in Mittelfranken. Die Burg Virnsberg, malerisch über den gleichnamigen Ort im heutigen Landkreis Ansbach gelegen, wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als adliger Sitz erbaut, wohl durch die Herren von Virnsberg, ein fränkisches Ministerialengeschlecht. Die ursprüngliche Anlage diente der Kontrolle regionaler Handelswege und bestand aus einem Wohnturm, Ringmauer, Wirtschaftsgebäuden und einer kleinen Kapelle. Im Jahr 1296 übernahm der Deutsche Orden die Burg, vermutlich durch Schenkung oder Kauf, und richtete dort eine Kommende ein. Diese diente als Verwaltungsversorgungsstelle für die umliegenden Ordensgüter in Mittelfranken. Unter der Leitung eines Komturs wurden hier Abgaben gesammelt, Pilger versorgt und lokale Aufgaben des Ordens wahrgenommen. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Burg mehrfach umgebaut und erweitert, wobei sie ihren wehrhaften Charakter behielt. Wie viele Kommenden im Reich wurde auch Virnsberg nicht als Hochburg, sondern eher als befestigter Verwaltungshof mit spirituellem Zentrum genutzt. Eine kleine Ordenskapelle gehörte ebenso zur Anlage wie Speicher, Stallungen und Wohnräume. Hier sehen wir die prunkvoll und mächtig ausgebaute Burg Virnsberg. Und hier ein Blick in den Deutschordenssaal der Burg. Zerstörungen sind für Virnsberg nur teilweise überliefert. Möglicherweise wurde die Anlage im Bauernkrieg oder im Dreißigjährigen Krieg beschädigt, jedoch stets wieder instand gesetzt. Nach der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts fiel die Burg in weltlichen Besitz und wurde umgenutzt. Heute befindet sich die Burg im Privatbesitz, ist aber weitgehend erhalten. Die historische Bausubstanz, darunter Teile der Ringbau und der alte Wohnturm, ist bis heute sichtbar und erinnert an die stille, aber bedeutende Präsenz des Deutschen Ordens in Mittelfranken. Kapitel 6: Die Ordensburgen des Dritten Reichs. Missbrauch eines historischen Erbes. Im letzten Kapitel werfen wir einen kritischen Blick auf das 20. Jahrhundert. Die nationalsozialistische Ideologie griff bewusst auf die Symbolkraft der mittelalterlichen Ordensburgen zurück. Was einst Orte des Glaubens, der Fürsorge und der militärischen Organisation waren, wie bei den Johannitern, den Templern oder dem Deutschen Orden, wurde im Dritten Reich ideologisch umgedeutet und vereinnahmt. Der Begriff Ordensburg erhielt eine neue, düstere Bedeutung. Ausbildungsstätte der NS-Führungselite sollten geschaffen werden, mit starkem Rückgriff auf Mittelalter-Ästhetik und heroische Inszenierung. Ordensburg Vogelsang in der Eifel, Ordensburg Sonthofen in Bayern, Ordensburg Krössiensee, heute in Polen, die Jugendburg Feuerstein in der fränkischen Schweiz, alles mit klaren architektonischen Anklängen. Hier sehen wir die Burg Vogelsang in der Eifel, ein mächtiges Bauwerk des Dritten Reichs. Oder hier die Burg Feuerstein, eine sogenannte Jugendburg der NS-Zeit.
Besonders perfide. Die Wewelsburg bei Paderborn wurde unter Heinrich Himmler zur ideologischen Kultstätte der SS stilisiert. Geplant war ein regelrechter Mythosort, der das Andenken an mittelalterliche Ritterorden in den Dienst rassistischer und totalitärer Weltanschauungen stellte. Hier die eigentlich imposante Wewelsburg, auch bauhistorisch interessante Anlage mit der düsteren Vergangenheit des Dritten Reichs. Diese ideologische Uminterpretation mittelalterlicher Ordensburgen bleibt ein mahnendes Beispiel dafür, wie Geschichte manipuliert und missbraucht werden kann. Fazit: Ordensburgen als kulturelles Erbe. Ordensburgen sind weit mehr als Steinmauern oder militärische Festungen. Sie erzählen von einem Mittelalter, das geprägt war von Glauben, Macht und Konflikt. Und sie spiegeln die religiösen, politischen und gesellschaftlichen Spannungen ihrer Zeit auf eindrucksvolle Weise wider. Ob in Syrien, Preußen oder Mittelfranken, diese Burgen zeigen, wie klösterliche Disziplin und militärische Organisation verschmelzen konnten. Bis heute prägen sie unser Bild von mittelalterlicher Wehrarchitektur und stehen als mahnende, aber auch faszinierende Zeugnisse einer Epoche, in der Kreuz und Schwert eng miteinander verbunden waren. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.